Ein lang gehegter Traum unserer Schwester ging in Erfüllung in der letzten Folge von Anno 1800 der Kampagne. Willkommen zurück, Freunde. Und schon steht der nächste Traum an. Longing nach Bright Sands, 500 Ingenieure, die kann mich mal. Gut, wir haben theoretisch einen Besucher, Kai. Damit würde ich jetzt mal behaupten, könnte man es irgendwie auch machen. Kann man ganz kurz bauen und so. Jo, ist doch alles geil. Ja, theoretisch. Ich meine, haben wir nicht die Insel, abscheuliche Siedlung? Ja gut, doch sie gehört bereits uns, wunderprächtig. Aber Bright Sands, darum werde ich mich dann doch erst später kümmern. Hier haben wir sogar noch ein Salpeter-Vorkommen, sehr schön, sehr schön. Da, was hier noch? Also, ist so der Friedhof und allem, war? Vater wollte immer, dass Bright Sands einmal dir gehört. Die Vergangenheit kann dich nicht mehr heimsuchen. Krass. Danke, Schwesterherz. Okay, es gibt also trotzdem noch ein paar Gebäude, wo man nicht einfach irgendwie abreißen kann. Wobei, ganz ehrlich, finde ich jetzt eigentlich auch gut so, wie sie ist. Schön, schön. Also, natürlich in Anführungszeichen und Schlusszeichen, aber ja, kann man so machen. Bright Sands ausbauen ein anderes Mal, denn ich habe eigentlich noch andere Dinge vor. Erst einmal Übersicht walten, verschaffen. Chief Handel, da ist der. Warum die jetzt hier oben hingehen, ich habe keinen Schimmer. Es gibt beim besten Willen gibt's keinen Sinn. Hier haben wir eine Anlegestelle, die gleiche wie hier. Warum macht also so einen weiten Weg? Das macht einfach null Sinn. Der sehen wir die gleiche lustige, verrückte Idee. WTF. Okay. Also, wir haben hier einen Clipper, eine schöne, alte, gute Morgenröte, mit der wir handeln können. Also so ein Handelsschiff und so. Lass mal gucken. Hier sind noch alle unsere anderen Schiffe. Da ist das Schiff der Königin. Was das hier noch macht, keine Ahnung. Mal gucken. Was für Items wir haben. Das Ding noch, ja, erstmal alle Schiffe ein bisschen versammeln, damit ich ein bisschen eine Ahnung habe, was jetzt eigentlich so los ist. Das sind die hier, die beiden von Route 1, alles klar. Da ist der da. Den habe ich ganz vergessen mitzunehmen, der war natürlich auch mit. Den habe ich also auch vergessen. Der kommt, wie könnte es anders sein, auch mit. So, wären hier mal alle Schiffe soweit gut und recht. Dann haben wir hier... Wir merken an, dass das Holz fehlt. Warum eigentlich? Wir haben hier genug Holz. Bretter sind eigentlich insofern auch voll. Also eigentlich alles super. Auf den ersten Blick. Echt sagen, die Waren der ersten Stufen sind mehr als nur ein bisschen vorhanden. Die sind ein bisschen sehr viel vorhanden. Ein Museum. Sollen wir bauen? Ich würde sagen, ja, komm. So, was kann man hier machen? Artefakte. Haben wir überhaupt? Wir haben gar nichts. Super. Wir haben keine Artefakte. Scheibenkleister. Warum das? Hier. So, naja. Andererseits doch, kann man so machen. Wird. Markt. Hey, ist der Markt so weit weg? Ach, der Markt. Jo, der ist nicht gerade um die Ecke, das stimmt schon. Der hier sowieso noch ein bisschen mehr ausbauen will, könnte man hier eigentlich dann mal den nächsten hinpflanzen. Warum denn nicht hier, wa? So. Wirtshaus. Denen fehlt ein Wirtshaus. Ganz kurz mal gucken. Das war ja schon das hier. Schön, dass mir hier alles so angezeigt wird. Wir sind hier einen über den Durst. Umweltverschmutzung. Ja, hier oben ein bisschen, aber so schlimm ist es sicher auch nicht, wa? Okay, okay. Was wir jetzt auch
Was ist mit der Kohle los? Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Okay, nochmal jetzt das wieder. Ja, was er mir jetzt ein bisschen für die Afterstory noch so vornehmen möchte, ist eins nach dem anderen machen und vor allem abschließen. Ne? Sich nicht so sehr stressen lassen. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die ich erstmal noch bereinigen muss, bevor wir weitermachen können. Das ist klar. Aber trotzdem ist es jetzt nicht, dass ich irgendwie total überstürzen muss und das ist alles scheiße und so, warum ist das so? Ganz, ganz ruhig. Und vor allem natürlich noch viel lernen, ne? Das ist ganz klar, denn nach der Story, beziehungsweise nach der Story ist vor der Story, ne Quatsch. Nach der Story ist vor dem nächsten DLC. Denn irgendwann so Anfang Juni ist es, glaube ich, kommt ja auch noch ein interessantes DLC heraus. Irgendwie, wie ist das Teil? Der Anarchist, also glaube ich. Pack das mal hier hin. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Mach doch. Und ja, ist vor allem so, da gibt's einen neuen NPC, also Nicht-Spielcharakter, so ähnlich wie die wir halt schon in der Welt haben, ne? Da unsere Freunde quasi. Genau die. Unmöglich. Ach du Scheiße. Die Menschen lassen sie hochleben. Nun, das sollte wohl eine Nettigkeit sein, oder? Wenn wir schon hier bei denen sind, ich verstehe auch nicht ganz, wie das hier mit dem Ruf ist. Ich meine, klar, je höher der ist, desto besser, das verstehe ich schon. Aber ich verstehe nicht, wie das mit dem Frieden, Krieg, wie das damit zusammenhängt. Heißt es irgendwie, also klar, ich brauche einen gewissen Ruf, damit ich irgendwas machen kann. Okay. Aber wie ist es genau? Heißt irgendwie, alles unter 20 Ruf ist Krieg, alles unter 40 wäre Frieden, was nicht sein kann. Versteht ihr, wie ist es genau? Da ist irgendwie alles unter 30, hier alles unter 60, hier alles unter 90. Wie ist hier der Sprung gedacht? Das muss ich noch ein bisschen rausfinden. Ah, Sonnenschein bricht durch die Wolken. Und jetzt kann ich schon. Kriegerklären geht natürlich immer, das ist klar. Es stimmt schon. Ich lege viel Wert darauf, etwas über andere Kulturen und die Menschen dort zu erfahren. Ja, wie bereits erwähnt, es gibt einen neuen NPC. Werden wir mit dem viel zu tun haben? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, noch nicht. So mache ich eigentlich mal die Feuerwache, hallo. Ja, ist noch nicht so sicher. Und zwar liegt das daran, also wir natürlich schon in irgendeiner Form dann vermutlich in einem Livestream oder so, ein Live-Let's Play, was auch immer danach kommen wird, dann vorhanden sein. Aber zur Zeit halt noch nicht, weil, ja, was denn das? Das Symbol hier. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Ah, Pendler-Kai, okay, den kann ich irgendwie so noch, gut zu wissen, Ei. dass man mit dem noch irgendwie was machen kann. Achtung, Admiral anwesend. Ist eigentlich immer zwei, hat immer noch eine Eins irgendwo? Das heißt, wüsste, oder? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Teddys. Egal, anderes Thema. Ja, was soll der... Ah, da ist Irs. Achtung, Admiral anwesend. Sidon, der gehört auch mir. Das ist interessant, weil die Großen haben alle problemlos überlebt. Das freut einen natürlich sehr. Ich habe 4 Linienschiffe, leck mich am Arsch. Bereit. Ja, das ist schon cool. Weißt du, was du mit dem Mörser willst, ist mir auch noch so eine Frage. Segel! Vielleicht tu doch ihn mal und du gehst dafür hier mit dem Treibgut. Ach mal, Patrouillen schicken wollte ich ja auch mal, wa? Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Vielleicht ein bisschen näher ranfahren dafür. Kanonenboot beginnt Geleitschutz.
Ist ein unterwegs, der macht das. Okay, kein Plan, warum die jetzt plötzlich hier mit dem Anleger stehen. Ach, scheiße. Anarchist, genau. Ist natürlich aber jetzt nicht so... Mehr als verdient. Dankeschön. Ist ja nicht so gedacht, dass ich jetzt irgendwie einen Anarchist hier noch ins Let's Play einbauen sind Erwartungen kann. geknüpft. Leider nicht, das geht leider nicht. Das kann man schon mal so vorweg sagen. Das nachher noch einen NPC ersetzen wäre zwar cool, aber eben geht leider nicht. Und jetzt irgendwie Let's Play neu starten, so will ich auch nicht deswegen. Sonst mal eine Endlosrunde künftig, ja, das schon. Aber eben eigentlich hätte ich da dann doch mehr Bock mal, das in einer anderen Art und Weise, sage ich jetzt mal, Kein Platz mehr frei. Live-Let's Play-mäßig und so noch zu integrieren. So war nur dazu. Okay, 4 ist momentan das Maximum. Ich gehe hier noch ein bisschen höher. Und ja, wir auch offscreen, habe noch ganz kurz nachgeguckt. Es steht wirklich 100% bei der Kampagne. Aber wäre natürlich schon cool, wenn es noch irgendwie mit DLC noch was geben würde. Hätte ich schon nichts dagegen. So, mal ganz kurz gucken. Ja, solcher war. Man fragt sich, ob ich nicht doch irgendwie mal eine Insel machen soll, wo ich sowas halt wirklich herstellen würde. Also wirklich nur Fabriken und so. Wäre eigentlich keine schlechte Idee. Die Bevölkerung beschwert sich über den Umweltschmutz und so. Jetzt auch mal gucken, dass ich irgendwie noch verbessern kann, nämlich vielleicht einfach ein paar Dinge. Braucht Strom, ne? Freiküste davor, der ist doch frei hier. Aus Anführungszeichen frei. Da hätten wir hier normale Segelschiffwerft und Ihr dann hier. Hafen wird angegriffen. Was? Ausgesandt, um sie zu versenken. Okay, den Angriff ist aber schnell bereuen. Schuss. Der Admiral. Ernsthaft? Du willst Stress haben? Von mir aus. Da hätte ich das selbst erledigt. Ich hoffe, du findest es aufregend. Ja, ist schön, dass du... Insel bleibt standhaft, Ihre super. Insel wird angegriffen. Sehen wir das auch mal. Setz die Segel. Ja, ich sollte Bovis ein bisschen ausbauen. Stören dein Lean schief? Hm. Lasst dir noch Zeit. Ja. Oh krass, die Insel ist geschwächt. Ich meine, dass das Teil jetzt gleich down geht, das sehe ich auch. Das ist nicht so das Problem. Dass die Insel geschwächt ist. Du, ganz ehrlich, bis die da sind, das dauert... Ich bin echt kaum vom Fleck. Ein letzter Blick. Du, ganz ehrlich, ich habe andere Sorgen. Oh, pünktlich auf die Minute. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Hä? Jetzt hauen die ab. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Lotto bereit. Sie haben an Einfluss verloren. Befehle. Das ist nur mit den schweren Linienschiefen ein kleines Problem. Hä? Ei. Die Epidemie wurde besiegt. Okay, hier muss ich ein bisschen was machen. Neue Ziele? Erstmal die hier anstellen, damit die hier mal ein bisschen patrouillieren können und dann mal gucken. Hat ich hier noch ein bisschen mehr? Ich glaube schon, oder? Wie kann ich denn den... Ah, die reparieren sich selbst. Okay, da war ja so. Gut. Ja, ich muss hier ein bisschen gucken, Leute. Ich will ja eigentlich hier Bovis auch ein bisschen ausbauen und so. Ach, es gibt noch so viel zu tun.
So viel. Die Frage ist eh, was mit der Kohle los ist, keine Ahnung. Wie soll ich mich in dieser Lage nur konzentrieren? Der Ruhm ist weg. Ja, ich verstehe, was das Problem liegt. Habe ich nicht irgendwie schon gesagt? Doch, das sind 4. Neu zu alt, der unterwegs wäre. Natürlich mit den allen im Krieg und ich fahre natürlich hier ständig dran vorbei. Eigentlich sollte ich ihm mal hier die Insel wegsprengen, wa? Auf Ihren Befehl. Das ist auch ein Händler, da wird er nicht viel machen. Ja, wäre mal eine Idee, Freunde, wäre eine Idee. Okay. Stören Sie ein Linienschiff, das Teil ist da unten. Die Frage ist halt jetzt einfach irgendwie ab ins Nirgendwo oder bleibt das irgendwie so, wie es gerade jetzt ist? Man könnte ihn theoretisch hier mit der Fregatte und unserem... mit der Koralle schnell hinterher. Okay. Insel ist angreifbar, so funktioniert das. Okay, interessant. Die Kohle sinkt weiterhin. Was ist denn jetzt los? Mein Leben ist halb gelebt. Ja, ihr habt auch keinen Ruhm. Ja, das ist schön, sehe ich. Und? Mann. Dass da mit dem Fisch nichts kommt, ist auch nicht verwunderlich. Okay, ich sehe schon, ihr müsst hier einige Dinge ein bisschen ankurbeln. Wie sieht es denn eigentlich? Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Obwohl alle 3 Produktionen sind, aber... Die Maschinenfabrik hat aber schon 2 am Start. Da wird kein Holz mehr. Ja, muss ein bisschen was machen hier. Eindeutig. Und zwar eine Option wäre eigentlich sowieso, die Produktion von hier mal ein bisschen weiter nach oben zu verschieben. Die Frage ist das so eine kluge Idee, vor allem hier unten? Gut, Minen- und Steinbrüche, das heißt, die werden sowieso nicht beeinflusst. Wenn ich jetzt die Stahlwerke irgendwie nach oben verschiebe, tut das sicher keinem weh, wa? Ja, hier müssen wir irgendwas machen. Die Frage ist los, genau was? Wenn wir es mal so darstellen würden. Stopp die Maschinen. Ich meine, sowieso alles Fabriken, insofern wird jetzt groß anders hinsteht oder so. Meine Pläne. Er konnte es nicht besiegen, der Kunststück, wenn er vorher abhaut. Wie gut, dass er hinpasst. Krass. Habe ich hier jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, sehr schön. Dann die Stahlfabriken da oben hin. Ja, Moment, ich will hier sowieso... Hier sowieso noch ein bisschen was anderes machen. Okay. Stillstand gespeichert. Schon wieder?
In der Folge war schon wieder, schon wieder. Ja. Schon wieder, schon wieder. Warte mal, dann schmeiße ich den wieder an und pausiere den. Ja, ich weiß, dann fehlen die Arbeitskräfte. Also kommen wir aber gleich, Freunde. Das ist aber kein Plan. So. Frisch wie eine Frühlingswiese. Ja, ich glaube, okay, auf welcher Position die Insel das genau ist, spielt für die keine Rolle. Hauptsache, es ist irgendwo auf der Insel, dann, ja. Sind sie unzufrieden? Gut, kann man irgendwie verstehen. Die alte Dame ist Verlass. So. Dann jagt das Schiff bitte mal ganz kurz. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie der andere Typ das Gefühl hat, er müsste da irgendwie groß noch angreifen und so. Bright Sands angreifen. Eigentlich interessant, aber ich glaube, Bright Sands können sie gar nicht übernehmen. Wegen hier und so, wa? Könnte ich mir jetzt noch überlegen, dass es halt storybedingt ist. Ich glaube, ich kann hier echt nur das hier angreifen. Die Steine hier sind nicht kalt. Sie sind warm. Die Sonne scheint wieder in Bright Sands. Also ich dachte warm, weil Beerdigung erst kürzlich war und so und deswegen. Ja, die Steine sind ja so warm. Sie wurden erst kürzlich verbrannt. Quatsch mit Soße. Also, Freunde, dann sind wir hier. Sieht schön aus. Irgendwann ist natürlich die Frage, ob wir das noch in diesem Let's Play erleben werden. Vermutlich schon. Wenn wir Bright Sands dann wieder mal... Schiff unter Beschuss. Ach du Scheiße. Zu Alter verhelfen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, bei Anno 1800. Die After-Kampagne. Mal gucken, was noch so alles kommen wird. Ciao zusammen.